Guten Morgen, Tien alle. Ik heet je alle hartelijk welkom. En mag God zijn genoeg ons vandaag ons morgens begleiten, want we willen trainen zijn woorden aankijken. En zien wat we vandaag leren kunnen. Ja, we zijn vandaag nog wat drüber dabei predig. Dat wordt het 26. Part zijn. En nu wordt we bij Matthäus 6, vers 16 tot 18 zijn. En we moeten zijn, we weten, wie vandaag en daar komen met. Lees met mij met, want je in de Bibel doorgaan. Matthäus 6, vers 16. Want je vasten, zal je niet lange gezichten merken en zo als de Heuchler. En die verstalen gezichten, dat mensen zijn zullen, dat zij vasten. Ik zeg je de waarheid, die hebben een loon al weg. Maar wanneer die vasten is, dan was die gezicht en bezorg die de hoor. Zodat nicht die Menschen über den Führer im Geheimen den Fasten zit. En den Führer, der du zit, wat im Geheimen vergeht, wat die dort dafür öffentlich lohnt. Das so wie ans Tags, warum man Gebet anfangen. Lass ich recht davor, wir kommen hier für die und wir danken dir für diesen Morgen. Und ganz besonders für den Wort, was du uns gegeben hast. En dat zo klar reden dat. Aber Herr, wenn ich mich mit dem Wort vergleichen darf, dann kann ich das sein, wo kann ich kommen. Weil lang nicht einer du hast, wo dein Wort sagt, wo er soll sein. Und deswegen brauche ich Genug. Deswegen brauche ich, dass du mich halten. Dass meine Gedanken machen nicht ihr recht sein. Und nicht bloß hier in der Dinge von dieser Welt. Ach Herr, ich stehe da tau. Und wo schwach und wo onnutzbar einer ist. Dass einer sich so fällt, einer soll nicht mal dicht bei dir kommen. Einer kämpft ja alle wegen so hart. Und was bist du mit so? Aber Herr, ich verlasse mich auf deine Genug. Dat die gnädig bist, dat wat man geschleunert hat, nicht kommen. Und Herr, das ist mein Trost. Ich kann nicht abzuweisen. Ich kann nicht packen. Dat dat die Ursache ist, warum dieses Dinge mich drehen. Ich habe es meine Sinn, was ich kann für die bringen. Das heißt nicht. En dat is waarom ik Genug vraag. Aber ich habe ein Vertrauen auch, dass das die auch alle am den Namen groß zu merken, zu wissen, wie gnädig du bist. Und wo kannst du das noch besser wissen, wie groß deine Genug ist, als an den Gratzen sind? Und das ist die Ursache, warum einer sich nur an die wirkt. Herr, musst dir das geben, dass ich dein Wort kann reden, so dass das gemeint ist. Mach alle anderen Gedanken bieten bleiben. Und mach bloß dein Wort geredet werden. Und machst dir das hier alle offene Harten geben. So du noch zu horchen, dass dein Wort das meint. Und das abnehmen, auch du noch tun. Dat al dat in Jezus zijn noem bid wie. Amen. So dat zijn we Jezus zien weer wat hij hier redt van wanneer je vasten doen. Zal we niet lange gezichten merken, zoals de Heuchler dat doen. En van Heuchler hebben we meermaals geredet, dat een Heuchler, wat dat meint dat is, dat zijn de 30 personen. Sondern wat in einem Camp und sich so dat, hij läuft einem, und das aber gleich so von Horten sei gemeint, das ist ein Heuchler. Der wird da vergeben, viel Geld zu tun, und aber überhaupt nicht mal in Sturm sein, Geld zu tun, das ist ein Heuchler. Hier sagt Jesus,
wenn das wegen Fasten geht, dann soll wir uns gleich so abstellen, so tun, als wenn wir Fasten tun, wenn das aber gleich so ist. Und ich habe mal einen Freund, der kam zu mir und der mir so ein Züret gesagt, und der verstahl sich, so sei er, als het ging. En fang an zu jammerieren, warum der Armen in seiner Familie fängt zu sein. Er kann nicht länger als das uithouden, er muss erst mal was eten, und er hat al 40 Tage gefast, und mit seinem Stad kam der an. En dan fragt hij, wo weet je dat die fasten is? Dat is alles wat ik hem vroeg. Ik zei, wo wissen dat die fasten is? En maar dat wil je am aan zijn. Ik zei, waarom verstalst du die zo? Ik zei, eerstens, du hast nicht 40 Tage gefast. En die wird dann anders uitloten als nu. Nicht im Gesicht, aber wir in die Körper zu sein sind, aber mir sind die noch nicht 40 Tage gefast. Ich sagte, hast du das nervös gelesen, dass die nicht so lange ihr gesagt merken, wenn die fasten ist? Und ich mag den Fuß von was ich hier reden hat, kriegt von dieser Farge, und dann wird der fahrig, dann wird der ab, dann wird der wach. Sieh, das ist, was passiert. Was du so leicht tun hast, Menschen wollen mal haben, und soll es so lauten, oh, was soll ich Gott tun? Was soll ich fasten da? Was soll ich beten da? Ach, Jesus hat ja uns hier gesagt. Tut das nicht, um von den Menschen gesehen zu werden. Das hat er uns all gesagt. Wenn die beten oder fasten tun, das ist zwischen Jünd und Gott. Und stellt ihn durch fromme Hand, dass wenn ich sehe, der wird fasten, der sieht, no. Wenn wir würden abrechtig sein, von uns würde keiner kann sagen, dass wir fasten da. Ich will nicht bloß Eten erwähnen, wenn wir reden von Fasten. Was ist Fasten? Was meint das? Fasten, das wird sein, wenn wir uns begrenzen, wenn wir uns Dinge aufsagen. Wenn wir sagen, wenn wir Eten noch nicht aus der Hauptsache würden nehmen, zum Fasten. Was sind noch Dinge, für was wir fasten tun? Oder was wir würden von der Tag fasten können? Würden wir vielleicht noch mal wollen sagen, wir würden von uns wollen fasten? Würde das nicht wichtiger sein als Eten? Fasten von unseren täglichen Geschäften. Fasten von den Dingen, was uns jankert. Und das ist alles gut, dass wir uns lernen, uns Körper beherrschen, dass der muss uns gehorsam sein, dass das Fleisch und Blut muss gekreuzigt. Da wird uns zum Schuden das, wo Gott nicht kann geirrt werden, das muss wie das sieht. Eventually muss das sieht. Und wenn wir nicht wollen, Gott ist stark genug, der wird uns das über so eine wahrnehmen, dann wird wir Menschen leider dort aufgestummt haben. Aber das, was ich will sagen, das ist nicht mehr bloß mit Eten gemeint. Das ist mit alles gemeint. Wenn wir sagen, ich kann diverse Dinge, ich denke mir so, oh no, mit das hat nichts zu tun. Und ich habe doch. Das ist dasselbe, was Jesus hier sagt. Ich tue mir bloß so. Ich sehe einen Heuchler. Und das kriegen wir nicht sollen tun. Er sagt, die Verstallnährige sagt, dass Menschen an seinen sollen, dass sie fasten. Und das kriegt die Ursache, warum, ein von den großen Troubles, was wir von der ersten Tag haben, und ich sehe mir Sachen, was so sehr passiert, dass wir würden Dinge in unsere Phones, in unsere Computers und alle Wegen haben, wenn wir allein sind, so wie du, mit wann du schwer kämpfst, wo leicht ist das dann getan, dass wir dann lieber schwimmen, was andere würden haben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist ein Geheuchel. Das ist wirklich ein Geheuchel.
En dan moeten we ons onzeker zijn als wie du schuldig over zijn. Hij zegt, ik zeg jullie de waarheid, die hebben er een loon al waard. Hij zegt, want dat wat we doen, wat er zal fremloten. Boos aan dat zullen dat doen, dat de mensen zullen goed denken van ons. Dan zegt Jezus, dan heb je geen loon al waard. Dat is alles wat je worden krijgen. Boos mensen worden goed denken van je. Maar God, der wat im Geheimen zit, der weet wat er werkelijk aangeht. En wanneer du pleitsche Sachen angehen, oder geheime Gedanken, wat du nicht sollen sein, Gott, der wird das openbaren. En vielmals spüren Menschen dort, wenn wir so deep gehen, wenn wir wollen sein, wenn wir nicht würden, wir haben einmal von geredet, wenn das möglich wäre, dass unsere Gedanken werden ab ein Video abgebracht. Wer würde das wollen loten, dass ein Video, wo ihr sein wird, dass das wo ihr gewesen wird? Und kommt das nicht so darauf an, dass wir würden alle gleich ans wehren, wir würden nicht, Leute nicht wollen ans Video irgendwo gewesen haben. Warum nicht? Like, hast du irgendwas, was du aus den geheimen Augen gehen, wo wir uns so sehr schämen würden, dass Menschen, die nach Krieg so schlecht sind als wir, dass wir das nicht mal verdammen, würden wollen lauten wiesen? Was dann, wenn ich dreimal hell ja Gott das sieht? Als die Menschen würden glauben, dann sagen, nee, was ist das nicht? Was sagt Paulus in Römer 2, Vers 16? Er sagt, an den Tag, an den Gott, der Christus Jesus seine alle geheime Gedanken in Menschen hat rechten wird. So aus mein Evangelium lehrt. An den Tag, dort wird für ein Tag kommen. Das wird nicht geheim bleiben. Die geheime Gedanken im Hort, was nicht mal ans Partner mag, die werden für ein Tag kommen. Und dann müssen wir uns fragen, wo können wir dann noch einmal so Lazar sein, du Eva? Wo ist das, dass unsere Büsse nicht tiefer geht als der geht? Als das noch kriegt, wenn wir das nicht ernst genug nehmen, was Gott sein Wort wörtlich redet. Als das nicht kriegt, wir nehmen das noch nicht ernst genug, wer Gott wörtlich ist. Und so viele Dinge hängen uns an, was uns entdautig merken. Und wir tun uns so viel an, wie viel besser wir sind, als wir wörtlich sind. Natürlich, wenn ich von Frischen an uns die Sinn denken halten wird, was uns von Frischen an schief verloren fällt. Aber wenn wir das nicht tun, wir waren in Dontja, und du hast mit so einem Brandteken, was auf uns gewesen abkommt. Oder wenn wir würden sagen, ein Brandteken, das Paulus sagt, der hat ein Brandteken auf dem Gewässer, die sind vermont worden. Die Jesus hat ihn vermont. Aber die haben das immer gerejected. Die haben das immer probiert, mit Zucker zu beschmieren. Das hat immer mit Beta hier, dass das wirklich ist. Und in der Vermutung sind sie so gewarnt geworden, dass das all nicht mehr sagt. Wir als wahre Christen müssen uns immer wahre Denken halten, was sagen wir, wenn wir noch in einem fleischlichen Körper wohnen. Was ist der Trouble? Was ist der Trouble? In was von ihr Gefahr wir? Und das sind die wahre Christen, was das zu halten geht. Und die brechen vom Frischen an taub. Und die tun vom Frischen an Büsse.
En die nemen dat van frischen aan ernst. En die nemen dat niet ernst als ze dat eerst genomen hebben. Dat is wat we in de Heilige was. Ik wil dat eens wat willen te zeggen. Want wie waren geboren worden, dat valt zich zo rein in nee. Onze schuld is wahr, onze zin is wahr. Gott zijn genoeg is te zo zeggen over ons. Maar we worden een beetje gewaan en dan vangt God ons dus een kind aanvangt te wassen. Die vangt aan verantwoording te vuilen. Die vangt aan een opgave te krijgen. Nu best heel groot niet, nu kost heel dit doen. En dan is dat leven toch niet meer onze Zeit. Is dat toch niet meer boze rozen, wo we boven gaan. Wens Gott, die vangt ons aan een Vindel te merken. Schnell wat te zin. En de zin wordt ons aan aanvang, als we waren geboren, weer nog niet zo'n grote deel meer. Wo we gleich so sagen, wat da und wo sind de zin is, die vangt nu aan dag te draaien. En we worden schneller en schneller. Dat is niet dat we niet alle verloren zijn als we wieren, als we zum Glauben kommen. No, wat dat is we zijn schneller geworden. We zijn schneller geworden te de zin. Ons trekt de zin niet alle. En we kijken dieper in de Schriften aan. En we nemen de diepere, ernstere Sachen uit. Wat ons van frischen aan vermoeden en ons wijzen dat we zijn. En dat is de einzige weg waar de mens kan wachsen in de Heilige. Wat ons de zin niet wichtig wordt, nu dem dat we waren geboren zijn, als die worden, wanneer we waren geboren werden, dan is het zo, we blijven bis krak zo klein. Dat is waarom de schrijver redt van, nou wil we niet abhören. Van dat te reden, wo einer is zum Glauben kommt. Wil we niet abhören met dat. Nu willen we weer gaan, nu willen we dieper kijken. En dieper kijken is krak dit. Wo steht het nu nog werkelijk? En geloof mir dat zolang als we hier in dit Fleisch te leven gaan en te wassen gaan, waar we immer dieper nachdenken, wat ons de zin immer wichtiger worden en wat ons zo'n Farge als dit, wat Jezus gezegd zegt. Dat we zullen oppassen, wo we ons doorheen dat we niet hechelen doen, dat we ons besser doen voor de mensen, wat we in Anfang würden, bis ever gelezen haben, okay, das wat we sollen nicht hechelen, en dan ging dat met z'n 1 uur aan en tot een andere uur uit. Fangen wir an, dieper an te kijken, wo diep dat werkelijk gaat. Dit is wat in Christen Glauben gehört, want wir wissen wel. Aber habe ich mal an gedacht, dass du es ein sehr falscher Weg zum Fasten, wann ein Mensch noch fasten lädt. Aber du hast ein sehr falscher Weg, wegen der falschen Ursache, was ein Mensch wird fasten. Wenn wir in Jesaja 58 gehen, Vers 1. Jesaja 58, Vers 1. Da sagt der Herr so steht, sei einmal Lied und hol die nicht treu. Brück deine Stimme aus einer Trompet und sei mein Volk, wat zij aardig doen, sei Jakob seine Nachkommen ihre Sünden. Einen Tag nach dem anderen bemerken sie sich über mich und möchten weiten, was ich verlangen da. So als ein Volk, dat al dat rechte gedonen heeft. En de Verschriften van ihren Gott nicht verloren heeft. Sie mochten weiten, wo ich dat sei, en merken dat ich dich bij wir in Frauen. Warum rächst du die nicht nach uns, wann wir fasten doen? En warum merkst du nicht uit, wann wir Sachen für die abgeben? Das ist doch wils, wann ich nu fasten, wann je nu fasten, dat je krijgt wat je jankert en nutzen je Arbeiter uit.
Kijk hier, wat Gott hier al sagt. Menschen, die beklagen sich über Gott, warum darfst du nicht antworten? Gib mir, was wir alles für die tun. Lass mich die zweite Vers noch einmal lesen. Einen Tag und am anderen bemerken sie sich über mich und möchten weiten, was ich verlangen, so als ein Volk, dort all das Rechte gedonen hat, und sie in die Vorschriften von ihrem Gott nicht verloren haben. Sie donen sich, sie kommen so, als von sie all das Rechte gedonen haben, und sie von sie Gott in Gesetz geholt haben. Und sie tun sich so, sie würden so gern weiten, was Gott von ihnen verlangt. Sie sagen, sie möchten weiten, wo ich das sei, in Merien, dort ich dich bei wir in Frauen. So, Menschen, die fasten und beten tun und sich so tun, sie kommen vor Gott, mit dieser Aufsicht, so von so alle dreckige gedonen haben, und dann sich über beklagen. Warum darf Gott nicht antworten? Hör mal, was ich hier sage. Dann sagen sie, warum rechst du die nicht nach uns, wenn wir fasten tun, und warum merkst du die nicht aus, wenn wir Sachen für die abgeben? Das wird die Menschen fragen. Und beklagen sie Gott. Warum hörst du nicht nach uns? Sie kommen durch an, dass wenn sie abreiche Menschen sind, und sie geben Dinge ab, oder sie glauben, sie geben Dinge ab. Aber was sagt Gott? Was ist die Antwort, wenn sie das nicht für Gott kommen? Er sagt, dort ist doch willst, wenn die fassen, dass je Krieg wird jünt jankert. Das ist der Trouble beim Fasten. Wie würde man sagen, wenn die fasten, die fasten vielleicht bloß wegen die das jankert zu fasten. Die das dort wegen die das jankert. Wie würde man sagen, du hast allerhand andere, was du wegen hältst, was die jankert, was die so abgeben, das hältst du wegen, aber die kommst hier in eine Stadt, wo das soll so loten, die das fasten, die hast die Dinge abgegeben für den Herrn. Und Gott sagt, no, du das kriegt dort wieder. Dort ist doch willst, wenn die fasten, dass die kriegt, was die jankert und nutzen die Arbeiter ut. Die nutzen andere Menschen ut. Die sind schlecht gesagt über andere. Die vergeben nicht Sinn. Die holen Hut über andere und die kommen hier vor Gott, als wenn die abreiche Menschen sind. Dann frage ich ihn, Gott, ich fasse hier all, warum darfst du nicht mal antworten? Das ist, warum viele Menschen erfassen von der Tag nicht anhalten. Das Fassen, was von der Tag ab so sehr viele Städten angeht, das ist nicht ist, dass die Menschen sollen gut denken. That's it. Aber das wahrhaftige Fasten ist, ich gebe mich ganz ab. Ich fasse von mir selbst. Ich sehe nicht die Wert mehr. Ich sehe nicht mehr die Wert über mich selbst. Nu habe ich einen anderen, der sagt mir fair. Und der sagt mir womöglich ganz anders fair, als mir das gut sieht, als mir das jankert. Und ich kann nicht zu grenzen. Ich kann nicht gehen anzureden. Ich sehe nur den Sinne. Der merkt die Entscheidung. Gott, du bist der, wer alles ein und hat. Und du mit mir, wo du weißt. Wenn die wollen das Reich fassen, das Reich fassen, das kriegt ihr. Ich ein mich nicht mehr Salz. Ich gebe mir Salz ab. Ich kann nicht mehr zu sein. Du hast nie ein anderer, wer versagt. Und ich soll mich wählen den
den Ruhe zu geben. Wir haben alle die Geschichte gelesen von Esther. Even wenn sie alle keine gehen wird. Wenn der König nicht wem raubt, dann soll sich dort wer wählen, nur dazu kommen. Das ist eine strenge Geschichte. Wenn der König, und even die Königin wisst, dass der König sein Hort hält sich an er. Aber even wir sei danach in die Gefahr zu sterben, wenn sie sich ohne den König sein rauben, darunter der König erfahrt, dass sie sich dann wird nur wählen. Warum lässt Gott so eine Geschichten passieren auf dieser Welt? Du das häusig ein klein bisschen mit Wiesen. Dit wir ein Mensch ab ihr, ein titlicher König. Und der hat also eine Macht, wo das also näher wird. So wie Gott nicht den Zwach an. Dieses die wählen, nur an Gott zu kommen, wann er die nicht raubt. Und wann er die raubt, ist die wählen dann nicht zu kommen. Was passiert mit der einen Königin? Euer erster Königin wird. Sie verachten den König, indem dass sie nicht kommen, wenn der König raubt. Und wird weggeführt. Aber hier kann wieder sein, dass wirkliche Fasten, dass nicht Gott proben Ruhe zu geben, und proben die Dinge so anzuführen, dass mir das jankert. Dinge abgeben für Gott meint nicht, ich kann nicht vielleicht eine Schiene gegeben, was mir vielleicht wird gejankert haben. Das ist noch nicht. Und eben alles kriegt sie tun, ist ihm das jankert. Das wirkliche Fasten ist das, wir geben uns 100% ab. Und wir proben nicht klicker zu sein als der König. Und wir proben nicht Ruhe zu geben. Wir unterstellen uns dem. Und dann hier in der 4. Vers in Jesaja 58 sagt er wieder, dass sogar wenn die Fasten Streit gehen, und Zangen gehen und schlunen mit einer dolle Fuß, die dürfen nicht so fasten als das, wenn ein Gebet boven soll eine Antwort kriegen. Ja, und even wenn die fasten da, even wenn die eine Zeit lang gehen, begrenzen von einem gewissen Eten, oder vielleicht alles Eten für eine Zeit lang, dann habe ich noch diese Streiterie umgehen, dann habe ich ein unvergebendes Hort. Dann kann ich den Tag noch einmal nicht leiden. Geschlagen mit einer dolle Fuß. Er sagt, jeder nichts ist das Fasten. Und dann noch, wenn die um Dinge beten, das halbt ihn nicht. Das halbt ihn nicht. Das ist ein Geheuchel. Soll mir so ein Fasten gefallen, wenn die Sachen für mich abgeben, jene Kap hängen lassen aus waldet Gras, und je in Sargkleider in Arsch setzen. Soll mir so ein Fasten gefallen, even wenn je noch den Schlapp hängen lassen aus Gras, und die haben Sargkleider an, wie würde man sagen, physisch vom Bütenbus, und in den Arsch setzen, like, even wenn die dort noch alle tun, sagt Gott, komm, wir sind dort gefallen, kann je dort wirklich ein Fasten nennen? Glaub je, dort ist, was den Herrn gefällt? Nee, was den Herrn gefällt, ist so ein Fasten, wo je die freilassen, wo nicht je bedwingen, wo je die Räume von
den Joch ablösen en die die friloten, wat die onderdrukken, in jeder Joch raufnehmen. Ik wanneer die willen reden van Fasten, dan fang aan met dingen friloten, fang aan met dingen losloten, dan fang aan dingen uit je controle te loten, dan laat gaan. Dingen wat ik in mijn mache, ik zie de weet het als meent, wanneer je werkelijk willen Fasten, dan laat het gaan. Aber wie soll das hier so klar? Dat das falsche Fasten, das steht, du kämpfst mit dem Gewässer an, omdat die Menschen sagen, oh, das ist ein jährlicher Mensch, die das hier fasten. Aber dort hat er allerhand andere Dinge an drehen, was Gott nicht gefällt. Und der hält er wegen fast. Lass das gehen. Hut gegen einen anderen Mensch. Die fasthält, die kostet dir nicht vergeben. Wenn du glaubst, dass die fasten das und die hältst einen Hut gegen einen anderen Mensch, dann sagt Gott, kann mir so ein Fasten gefallen? Geef de Hunger je Brot und nehmt die Arme ab, wo keine Stär haben. Geef die Kleider, die nicht genug haben, und trag nicht treff von den einen Freundschaft. Wenn die wirklich fasten wollen, wenn die wirklich glauben, die sind nicht so heilig, dann kann man tun. Und die Menschen, die rammer sind, wo das an ihnen fehlt, kann man tun an die. Und wie würde man sagen, besonders an die eine Freundschaft. Was sagt Paulus? Wenn du wer nicht für seine eine Freundschaft sorgen dat, der hat dummer als sein Glauben aufgesagt. Dort wollen wir fassen, als nie nicht. Okay, wir waren uns nicht einen Tag einig, und ich kann so nicht kijken, was das vielleicht noch haben wir am das dort tun, aber nicht dann so ein Fasten, ein Tag bis wir fasten, und dann haben sie da ein paar Stunden, was sie da nicht essen, aber meistens haben sie schon nicht fassbar. Like, okay, what am I? Like, that's good. Like, what am I doing that? Aber, like, what is that? Like, why do you do it? If it what you did down, dat die Menschen sollen nicht gut denken. Von den Fasten. Je dan niet, oh, je sagt mal ein Tag apart, wo je nicht eten und all. In den selben Zeit, als du wem das an ihnen fehlt. Als du wer. Als du wer, wem die würden halten können, die haben die Bestreiten tragen von denen. Ich krieg euch große Mission Arbeit tun. Das ist nicht von was ich rede. Bloß die kleinen Dinge, die die würden können tun. Die kleinen Dinge. Ich will noch ein Lied. Ich will noch über 1 und 2 fragen. Wenn wir nicht in Sturm sind, uns eine Freundschaft zu halten, wir sind dort nicht in Sturm, das zu tun. Wenn es mein Geld nicht tut. Wenn du dann doch unter Dinge, die hat mir immer geteilt, was ich will tun, und die sind nicht wichtig, ja. Stimmt das? Und daher kann ich nicht halten. Dat werkelijke fasten als niet. Okay, nu bearbeid ik me een stootje en ik wil vielleicht eine multit ben aan dag gaan. Dat werkelijke fasten als dit dingen opgeven. Dingen opgeven en dingen niet doen. En de anders doen. Als ik die moet jankeren te doen, dan is God heeft mij een andere weg gewezen. Nou, ik wil hier een aantal bieden. Du sind viele Menschen, die wollen ihre Freundschaft halten. Das kann ich. Wenn die Freundschaft will nicht gehalten sein. Ja, es fällt dir nicht schlecht über. Wenn die haben die Freundschaft gehalten. Wenn die haben alles angewählt, was die können. Und die merken, dass halt nicht den Proben zu halten. Es fällt dir nicht schlecht über, dann ist es vielleicht gut, dann hat je so weit, es sie können.
Aber was ich will sagen ist, und was die Bibel uns hier sagt, dass wir du wenig halten, wenn es uns als der Schuld, wenn wir sein bloß für uns selbst. Wenn wir all haben Dinge abgegeben, wem zu halten, einmal ein wahrer Mal. Und uns hat das all hier und da alle Wegen gekostet, und wir haben selbst gelitten, und das hat dann haben wir nicht gehalten, und das ist zu sein, der Person, der lässt sich was gehalten. Hey, weißt du was, wenigstens, dann kann ich dort in Fassen nahen, und Gott wird ihm dort belohnen. Weil sie sagt, das hat nicht gehalten. Aber von was das hier reden, das ist, Menschen geben fair zu fasten, aber sie tun doch alles Kriegs in das Janken. Sie haben noch nirgends was abgegeben. Sie haben noch nirgends ihr Plan geschenkt. Wir haben alle einen Plan. Wir haben uns Dinge ewig halt, was wir uns wollen angehen. Und dann über den Motto, was man kann. Das ist von was das hier reden hat. Das Motto, was man kann, entweder von uns Freundschaft oder irgendwie mehr wie kann, der wird kranker, dem fehlt Halber, die sind ohne eng. Als wir wollen sein, Dinge abzugeben. Bis wir wollen sein, uns Plan durch zu canceln, was wir uns das haben, so stark ewig halt. Und dort uns in Janke abgeben. Na, nicht, dass ich da auch werden, wo wir sein, wo Gott uns das gewesen hat, nicht, dass das leider ich mal hier so. Dort ist das wirklich gefassen. Er sagt, dann wird jemand dort abdachen. Aus dort Marien raus. Und die wollen bosig verheulen. Da wir jemand gerechtmerkt, wird verabgehen. Und so herrlich, als dort bei dem Herrn ist, wird dort mit der Letzte sein. Das ist, was passiert. Wenn wir uns ganz in Gott sein Vertrauen geben, wir haben uns so viele Dinge ewig geteilt. Das ist, was wir wollen. Das muss passieren. Wir würden einmal fragen, wie flexibel sind unsere Plans? Wenn unsere Plans nicht flexibel sind, dann haben wir einen rechten Plan. Aber das ist Jakobus sagt. In Jakobus 4, Vers 3. Das ist, was der Vierten passiert. Das ist, was der Vierten passiert. Wir beten. Wir fasten. Aber die Ursache, woran wir beten und fasten, dann kann Vierten eine ganz rechte Ursache sein. Wenn ich allem verüht, mir Dinge eventuell, wo das alles soll uitkommen, das, woran ich kann beten, und es steht, dass ich mit den Sinn komme, Gott macht din Welt passieren. Wir haben jetzt für was bei Predigen 3, das Gebet gekriegt, was Jesus die Jünger lehrt beten. Und was wir das erste soll am zu tun sein. Das erste jetzt am Gott und den seine Recht und den seine Herrlichkeit verdacht haben und dat den seine Welt passiert, dass das alle am den seine Ehe geht. Wenn dort nicht ein Ziel ist, woran wir fasten und beten, dann haben wir ein echtes Ziel. Und das, woran Jakobus hier sagt, Jakobus 4, Vers 3, sagt er, je beten und kriegen dort nicht. Wenn es jemand mit falschen Aufsichten beten. Und eine falsche Aufsicht, das ist kriegt, dass das an meine Gedei geht, dass das so geht, als ich mir das immer geteilt habe. Das ist eine falsche Aufsicht. Das hat keine Meinung, dass das mein Weg mit gehen. Er sagt, je brauchen um Sachen, die eine Last zu befriedigen. Das ist geen ene goed denken, so skier dat wel, om dit bid je. Zeg je aan treue Menschen. Weet je nicht, dat Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer du wünschst, Freund mit dieser Welt zu sein, merkt sich dem Feind mit Gott. Wenn das die Ursache ist, warum wir Dinge beten, dass wir wollen hoch sein in der Welt und dass wir wollen einen guten Namen haben und dass wir wollen die Erste sein, wenn das die Aufsicht ist, warum wir beten und fasten tun, dann haben wir eine falsche, ganz falsche Aufsicht.
En dan redt hij ons zo aan en zegt, je andere Mensch, weet je niet, want dit is wat je wil, dan had je geen vriend gemerkt met God. Want dit is om wat je tot gaat. Om goed ooit zijn in deze wereld. Je wil door den gouden naam hebben. Je wil zo vriend zijn met deze wereld. Want dat is waarom je beden en vasten doen. Dan heb je God ten vriend. En nog zie ik hier in den Punkt, wo wir reden von der falschen Ursache, der falsche Aufsicht, wegen Fasten, auch wegen Beten. Habe je mal Menschen besehen, die überhaupt kein Glauben haben an Fasten und doch fasten sie? Aber wegen ganz arg. Kann die Menschen, wat sich selbst knapp wat gern, wat Gott ihnen doch geschenkt hat, wat Gott doch versorgt hat, dass wir unser Leben handeln ja merken, dass wir in Gott, dass wir dem Gott loben und priesen, sollen die Dinge genießen, was er gegeben hat und was wir brauchen können, dass sie sich dort alle aufsehen und mehr an sich selbst gesagt, du Eva, sie fassen von Dingen, aber wegen eine ganz falsche Ursache. Das ist ein Beispiel. Dann hat man halt, ich habe eine Gruppe Menschen. Die gehen so kämmerlich an mit ihrer täglichen Arbeit. dass das meist nicht unter sein ist. Sie merken sich das Leben unnötig schwer. Sie fassen von der Technologie, was Gott doch versorgt hat für die, wo das in rechten Sinn brauchen. Wenn Paulus sagt, alles, was Gott gemerkt hat, darf nicht weggeschmissen werden. Wenn wir dafür danken, wenn wir Gott dafür loben, dann darf das nicht weggeschmissen werden. Dann lässt er sein Eten, Trinken, physische Dinge. Aber wie sind Menschen gesagt, fasten sie von solchen Dingen, aber das ist eine rechte Ursache, warum sie fasten tun. Wenn sie glauben, dass wenn sie sich ihr Leben so schwer merken, werden sie tun mit ein gerateres Reich im Himmel. Und wie verdreht ist das? Sie geben wirklich Dinge ab. Und sie geben Dinge ab, wo wir würden sagen, das geht nicht. Das kann ich mein Leben nicht merken. Wir würden wirklich glauben. Und sie bringen so zu. Aber das ist eine ganz arrechte Weg. Sie fasten und sie möchten das nicht mal, dass sie fasten tun. Und sie fasten ganz arg. Kolosser 2, Vers 23 merkt das so sehr klar, was den so Weg von Fasten auch so sehr falsch ist. Aber weißt du was, das wird dein Hort nicht ändern. Wenn die noch von verschiedensten Dingen begrenzen ist, die sollst das nicht anfühlen, die sollst ja nicht schmecken, die sollst allerhand Dinge, und Paulus sagt, das sind selbstnützliches Menschenregeln und Menschengesetzen. Kolosser 2, Vers 23 sagt es das. Dort sieht wohl so aus, wann dort sich selbst abgeleitete Frommseinen in diese falsche däumige Weise legen, will sie den Körper schonungslos behandeln. Sagt er, das sieht wohl so. Von dieser falschen Däumig, sagt er. In das selbst abgeleitete Frommsein, so ist von dort eine Weise liegt. Das sieht wohl so. Und sie tun sich viel Leiden an, sie tun sich quälen und tun. Aber das wichtigste Part, was du muss passieren, dass wir in Gott in Rechnung kommen, ist noch nicht mal eingetast. Was ist das? Was ist das Wichtigste, was du muss passieren, dass wir in Gott in Rechnung kommen, und das ist, dass wir wahre geboren sind. Dass wir neue Kreaturen werden. Dass wie Gott teilt das gleich. Ein Ansehen von der Person. Wie am, was du teilen, das ist die neue Kreatur, das ist der neue Mensch. Das wird Gott nie gemerkt, das wird bei am teilen. Aber das wird nicht passiert, mit sich selbst viel Schulden undun. Sich selbst viel Leiden ableihen, wird die noch nicht ändern. Er sagt,
will sie den Körper schonungslos behandeln. Die können noch so viel andauern. Aber was sagt der Herr an? Aber die fleischlichen Leidenschaften werden dadurch ab keinen Weg in ihre Kontrolle gebracht. Dort, wo du viel zu ändern, ändert man das noch nicht. So, du hast all die verschiedensten falsche Wege gesehen, wegen was Mensch fasten kann. Und das ist alles falsch. Du sind so, die dann so vergeben fasten. Sie wollen sich so spielen, sie wollen sich wiesen, da wo sie fasten tun. Und hingerechts holen sie doch über allerhand Dinge, bis was ihnen selbst jankert. Das sind diese andere falsche Wege vom Fasten, was sie nicht mal erwarten, dass sie von Dingen fasten tun. Und sind werden überhaupt noch nicht geändert. Menschen, die prachen um Dinge, was ihnen selbst jankert, um ihre eigene Last zu befriedigen. Das sind alles falsche Wege. Aber du sind abrechte Wege, wirkliche Wege, worum wir fasten sollen. Und ein von den Dingen fing wir in Jona 3. Jona Kapitel 3. Und euer ich die Geschichte anfangen zu lesen, weil wir das klar merken, dass Gott wie du nicht im Himmel zum Utfang seines Amtes wird gleiten. Aber diese Geschichte reich verstehen. Gott weiß all, was er wird tun in den Menschen in Nineveh. Gott weiß all. Und das, worum er Jona schickt, even wenn Jona sich auch in den Stich bracht. Und wenn Jona das nicht will tun, Nineveh gehen und die das sein, Gott hat das doch. Und wenn er einen großen Versprach oder ein Seemonster oder was immer das dann ist, was Jona hat abgeschluckt, und 3 Jahre Luther am Bekannten abgespielt, Gott hat sich das immer geteilt, Jona, du wirst gehen und du wirst auch gehen. Und Gott hat sich das immer geteilt, ich will Nineveh raten und heirate. Aber was wir wollen besein, ist, guck mal, du hast eine abbrecher Weg in der Ursache, um so fasten, als das wirklich gehört. Und das sehen wir hier an das Fall von Nineveh. Hier in Jona 3, Vers 4, da sagt es das. Den ersten Tag, als Jona in Nineveh hineinging, raubt er das. Nach 40 Tagen in Antwort dieser Stadt vernichtet worden. Jona geht hier nicht rum und sagt, Gott läuft geht und wann jemand vor ein anderen, dann hast du vielleicht noch nichts von uns das. 40 Jahre, dann geht diese Stadt unja. Und das wird Jona auch will hier haben, der soll unja gehen. Wegen er hat einen Hut über diese Menschen, er wollte euch gerat haben. Und so, der Lied in Nineveh, nehmen Gott sein Wort an. Sie verlangten, dass die Lied fasten sollen, und sie tragen sich alle Saatkleider an, um zu beweisen, dort Leute wir. In Fasten bringt auch ein wirkliches Fasten bringt auch ein Leidsein mit sich. Der Räkje deuten dort Christus die Arme. Und aus den König von Nineveh, das alle vertalt, aus den König von Nineveh, das alle vertalt, dann ging er von Thron, nahm sein Königreich auf und kleidet sich in Saatkleider und saß sich in einen Ohrstuhl. Guck mal, Jesaja hat hier von geredet, even wenn je nach Fasten, derjenige haben gekriegt, was die Jankaten luten, jenes Glauben nicht frei und ihr drecken andere Menschen nach. Dieser, der sticht vom Thron rauf. Trägt sich seine Königskleider aus, was ein Beweis ist, dass ich sage mir rauf, ich gebe meine Herrschaft ab. Ich gebe die ab. Und ich gehe und sage mir in den Oststuhl, ich trage meine Saatkleider an, ich sehe Christus dieser andere alle. Und so, er saß sich in den Ohrstuhl und dann Leute heu in der ganzen Stadt sein, der König in der Hochangestalte bestallen. Keiner darf irgendwas essen. Kein Mensch oder
Feu, Schub soll irgendwas schmecken oder trinken. Menschen in Feu sollen alle Sachen klar übertragen und dringend Gott um Genot beten. Ich habe hier ein Wort von Unterschied das. Dringend Gott um Genot brauchen. Wenn wir nach Gott kommen, wie dringend um Genot brauchen, das Beweis, was du hast, dort wiesen, dass wir wirklich um Genot brauchen, als wir kommen als Schuldige vor Gott. Wir kommen nicht Gott denken halten, ich habe doch das getan, ich habe noch nie bist du mir schuldig, das trete hier. No. Wenn du um Genot brauchen lässt, dann kommst du aus dem Schuld. Wer nicht schuldig ist, braucht nie nicht um Genot. Die halb bis einmal denken, oh ja, ich habe doch das, die bist mir doch das schuldig. No, Genot brauchen erst, du kommst aus dem Schuld. Und du kommst an, aus einer, die brauchst an, dass die nicht gestruft wirst, du aus die das verdient hast. Und jeder soll dort Eierrechte abhören in die Gewalt meiden. Nicht hier ab mit das Eierrechte, nicht weil wir das bis an alle Zeit lassen. Jetzt der Unterschied zwischen Jesaja 48, wo Gott sagt, die tun doch krack, was die getan hat. Die gehen mit den Gewalt üben, krack sie wieder aus die ersten. Even wenn die nach kommen, die zu tun ist, wenn die fasten tun. Was kann wir das noch tun? Was bleibt uns das noch übrig? Vielleicht lässt Gott von sein Euer, und gib uns Genot, dass wir nicht umkommen wollen. Was wird, wenn das nicht utfängt? Was wird, wenn das nicht utfängt? Vielleicht lässt Gott nur. Und was bleibt wir? Wer du demütig vor Gott kämpft und wer um Genot bat, nicht heucheln hat, was bleibt ihr passiert? Und als Gott sagt, dass die Menschen ihre böse Wege abgeben, wie am das Leid, das er gedreht hat, und er verschont am. Als Gott das sagt. Now, hier macht wir eines klar mehr. Gott in seiner Allweitenheit wisst das, was die würden tun. Die wisst das. Und Gott hat mir mal so ein Weg von Reden aus das. Dass sich dort bloß noch eine Frage nur so hielt. Gott hat nicht gewusst, was er würde tun, aber er würde wegen nicht fangen. Und nu sitzt er dort, sie hat nicht tun die doch. Nicht tun die doch böse, nicht? Okay, dann, ich hatte das gerät zu verstehen, aber da wollte ich doch nicht. Wenn wir bloß eine einzige Frage nehmen, Gott seine Allmacht, Gott seine Allweitenheit, alles uitstrekken, wenn wir uns dort nicht mehr am Sehen haben und wir lesen diese Vers, dann können wir Gott zu so einem kleinen Gott merken. Das, okay, der hat nicht gewusst, was die würden tun, aber ja, nicht sagt Gott das doch, nicht freut sich so sehr, dass die sich doch so umgedreht haben und dann ist er gnädig. No, wollt ihr, wo Gott seine Gnade anfängt? Über Ninive? Als heute Jona redet, gehen Ninive entwarnen. Du fang Gott seine Gnade all an. Du tal Gott sich dort all Eva. Du hat Gott dort all vorig, er wird die Stadt verschonen. Dann wir müssen den Kontext nehmen in das alle. Gott hat es so gewollt, diese Stadt zu raten. Wenn es von Gott diese Stadt nicht hat wollt raten, wird er danach haben, du wem Hai geschickt. Und wenn er nicht hat wollt raten, und er hat noch wem Hai geschickt, dass wir bloß ihm noch, dass sie das noch klarer und klarer Teken wird, ihre Schuld noch klarer zu beweisen. Wenn es der Volk in Sodom und Gomorra, sie kriegen nur noch 2 Engel haben, aber ich kann noch nicht finden, dass die Engel zu den Menschen sein, dass du ein Messenger kämpfen, sie sollen andrehen. No, die ging bis laut sein. Rüt ja. Die ging bis laut sein. Rüt. Aber wenn Gott ein Messenger wo handschickt, dann wir ihm abreden, dass es immer und wo wir. Da wird er auch was mit tun. Und das sehen wir hier in Ninive. Aber traine das. Wie kann das sein? Der Mensch ist verantwortlich zu fasten und zu beten und um Genot zu brauchen. Der Mensch ist verantwortlich.
So sie uns auf beschuldigt haben, oh, dann kann ich wirklich bloß überreden, am Jingelstuhl sitzen und der will nicht tun. Wach ich mal ein bisschen, was sagt die Schrift? Ist das, was die Schrift sagt? Wie bist du überreden, am Jingelstuhl sitzen? Weil das, was die in Sodom und Gomorra deuten, ist das, was die wollen? I guess not. Du hast eine wirkliche Ursache, woran wir fassen tun. Wir wollen dort, die Welt, die braucht taub Brahma ans. Wir wollen dort, die versteht sich durch Einkriegungen in anderen. Erst dort nicht all höchst, dass wir fasten und beten, dass uns Angst und Bang wird, wie Gott am Genut sagt. Of course du hast. Die Not ist groß genug. Dass wir längst also uns das Volk in Nineveh und wir sein Gott in Genut. Wir sein Gott, den gefällt und gebraucht hat, den gefällt dort, wenn ein Mensch Böse hat. Noch eine Ursache, und wir waren wegen Titel nicht diese Schriftstellen alle durchkommen, aber ich wollte hier mit Busig übergehen. Esther, Feuer. Was das sei, als in den König ging. Du wie ein Plan gemerkt von diesen bösen Hamann, und die wollen alle Juden utroden. Und der hat den König überredet, dass sie dort würden tun. Der König, für den haben wir nicht offenbar, dass Esther eine Jüdin ist. Und der hat das Ganze im Plan. Und Esther ist haben wir nicht geraubt worden, nicht den König zu gehen. Und Mordecai, das ist Esther ihr Onkel. Esther wie eine Weise und Mordecai und seine Frau, der haben sich Esther heimgenommen als Kind. Sie haben die gepflegt. Und nu ist Esther Königin geworden. Die wollten ja alle an die Geschichte an. Und Mordecai weiß von diesem Plan, was da alles angeht. Und er ist so betriebt über das. Und er hat sich das erste Mal, wenn in Nazareth wird fasten, und wenn die am was rühren wird, so mit verrätene Kleider als er da. So wie dicht bei einem Palast, als ihm das erlaubt wird. Und Esther wird das auch gesagt, was da angeht. Woran Mordecai ist dort das. Und so, Mordecai, der schaut nur reich in Esther und sagt, kijk mal, dit is wat er passiert, dit is wat die willen doen. En goed doen in König en studie du für uns an. Und dann Esther sagt, oh hey, Bro, ich sehe nicht alle dadurch, die auch nicht geraubt werden. Die weiß ja, dass nicht irgendwer darf, bis hier so gelegt in den König gehen. Da kann mein Leben kosten. Dann sagt Mordecai, hast du nicht einmal gekriegt, wegen der Ursache, warum Gott die hier auf Hause sagt? Wenn die dort nicht verstehen, was Gott in anderen Weg hat, sein Volk zu raten. Und die in dein Haus, die in deine Familie, die wollen ankommen. Okay, dann bestellt Esther, okay, ich und meine Deiner, wir waren vor 3 Jahren fasten, und die raubt die Juden tot und die dort kriegt so. Und dann, nur dem, da weit nicht den König gehen, komme ich an. Aber ja, weil wir erst fassen. Ja, wie sein, wenn du was sehr wichtig ist. Wenn wir was sehr wichtig für uns haben. Das ist dort im Leben, oder das ist was wirklich was wichtig. Wo wichtig das ist, dass das ist, was man in Gebet, mit Beten und Fasten, was Gott im Rut gefragt und was Gott in Gesicht gesagt. Und was passiert? Die wollten ja alle die Geschichte. Esther geht nan bei den König. Und der König, der bewies, der hält sein Zepter uit. Und der Sport Esther ihr Leben. Und der König, der wird, und wer glaubt ihr, tragt den König? Wer glaubt ihr, gibt den König so eine Leib an für Esther, dass er even willens wird, nicht das Faste kommen, was Esther heute gemerkt hat für den König. Den nächsten Tag war er. Und dann nicht mehr bloß das. Der böse Haman, der was das alle geplant hat, der wird an den selben Beuteln gehangen. Als was er geplant hat, was Haman geplant hat, Mordecai abzuhängen. Kann ich sagen, wo das plötzlich da umdrehen dort?
Du hast eine Ursache, dass Menschen Gott sein Ursache segnen mit Fasten und Beten. Yes, du hast. Will wie sein in Apostelgeschichte. Paulus und Barnabas, die sind durch in Apostelgeschichte 13. Paulus und Barnabas, die sind in Antiochia, in der Kirche, die sind dort 1,5 Jahre gewesen und sie kommen dort hoch im Beten und Fasten. Das wichtige Werk, was Gott geplant hat, was Paulus soll tun. Gott hat es alle vorrichtet, dass Paulus das wird tun, aber guck mal, was die Kirche danach tut. Die Kirche, die kommt danach hoch in Beten und Fasten. Und weil die Jesus ihr sagt, schickt Paulus und Barnabas aus, dort zu tun, was ich ihnen geschickt habe. Das passiert, wenn sie das Gebet in Gefäß haben. Und dann, wenn sie erst das Evangelium gepredigt haben, und die Menschen kommen dort zum Glauben, und du wurden Lehrer eingestellt, und wo das war, in Apostelgeschichte 14, du sei wie das war. Wo du wird Gebet in Gefäß, wo sie fasten und beten tun, vor dem, dass sie die Lehrer anstellen tun. Und wenn wir uns fragen, ist das wichtig, dass wir beten und fasten tun? Of course, das ist. Of course. Das ist eine biblische Kirche, was das tut. Und so, das ist eine Lehre, die wir hiervon rücknehmen. Wenn wir wollen, du wegen beten und fasten, dass unsere Pläne, was wir uns geteilt haben, sollen sich materialisieren, dann haben wir eine Rechte gesagt, woran wir fasten. Aber wenn wir am zu tun sind, dass Gott sein Recht soll verweg kommen, Gott hat gesagt, ich will mein Recht bühen. Und er wird uns bei dem Ende Stunde fallen. Man hat das all gesagt, und dort ist die Ursache, woran wir haben den falschen Glauben, als der Heil ihrer Macht, was nicht gegen Jesus seine Kirche kann. Das ist die Ursache, woran wir wirklich kommen und fasten und beten, und auch jeder einer für sich tut allein, wenn wir an das denken. Was wollen wir mit unserer lokalen Kirche? Was wollen wir mit dir? Was soll das von dir geben? Was ist uns? Wenn wir wollen eine große, eingesehene Kirche sein in der Welt, und dort die Ursache ist, woran wir beten und fasten, haben wir eine ganz falsche Ursache, woran wir das tun. Und wenn wir das durchab wollen, wir wollen, Gott sein Recht soll gebiet werden, Gott sein Namen soll verherrlicht werden, dass Gott ist das, was sein Weg soll durchführen, so als ich das ewig geteilt habe. Und dort ist die Sache, dort ist die Ursache, woran wir beten und fasten tun, dann haben wir die rechte Ursache. Und wieso? Wir sind natürlich da. Dinge abzugeben. Dinge abzugeben. Was uns gegangen hat, in Gott handgeben. Gott nicht mein will. Das geradste Fasten, was wir jemals sein in der Bibel, sei wie von Christus. Und wir würden sagen, sieh doch, wir haben 40 Tage und wisst ihr, na, wach ich mal mit. 40 Tage und wisst ihr, das ging noch. Wo glaubt ihr, sei wie das geradste Fasten von Christus? Du in Gott. Wo er Pracht hat, ist dort nicht möglich. Hast du nicht möglich, dass Köffel bei mir vorbeigeht? Hast du nicht möglich, dass das anders schafft, als das ich leiden muss, dass ich mein Leben muss geben? Aber nicht mein Wahl. Das geradste Fasten, was wir in der Bibel sein, sei wie du. Und wann es mein Leben kostet, ich gebe das ab. Für dich dir abgeben, das ist eines leer. Aber dein ganzes Leben abgeben, dann reden wir von einem ganz höheren Level von Fasten. Now, was ist das, wenn wir Jesus seine Anstellung durch, von abgeben, besäuen, mit uns. Wenn wir Jesus seine Anstellung, was er durch hat, Gott gegenüber, und das mit uns Leben vergleichen. Weet je wat, wenn ich dann von mir selbst rede, dann fühle ich mich, ich komme so erkart. Aber Gott sei Dank, wir stehen unter in gnädigen Gott. Und der weiß, wo schwach wir sind. Der weiß, wo nichts wir können. Der weiß, wo nichts mit uns ist. Und er ist uns danach gnädig. Du kannst dankbar für sein.
wir wollen das nicht vergessen. Das nicht vergessen, wenn wir Gott sein Willen, den sein Willen zu tun, dass wir beten und fasten oder ernst nehmen. Das ist biblisch. Amen. Wir schließen. Lass ich recht davor, wir kommen hier nochmals für die. Und wir müssen einfach bloß danken und die loben, dass du unsere Schwachheiten und unsere Karkums so übersetzt und du hast Jesus die Tür gesprochen und dann hast du den so behandelt, als von heute getan haben. Und dann hast du uns seine Gerechtigkeit gesprochen, was wir uns nie nicht verdient haben. Und dann behandelst du uns so, als wenn wir so gerecht sind als Christus. Herr, wer kann das große Ding begreifen? Wer kann das Geheimnis verstehen, dass es dort schafft? Aber Herr, du wegen bet wie, dass du uns machst ein dankbares Hart geben, dass wir immer machen Dollar danken und loben die du für. Und dass wir immer Dollar in Leib mit dir verbunden sind und auch untereinander. Und Herr, ich bete auch für die Kranken, die was leiden und die was, der Rat auch noch nicht klar ist. All die, was du Hoffnung verrutscht ist. Himmlischer Vater, machst du auch du mit deinen Genot sein und machst die durch die Harten bewegen. Herr, wir wollen noch das Leben, das kalt und das eine Neuen uns hat gewasst. Und dann denkt du keiner mehr an, dass du überhaupt wer gewasst ist. Herr, machst du das Waldgestreu, was wir sind, gnädig sein. Und uns dort klarer und klarer merken, dass wir hier nicht eine bleibende Stelle haben. Dass wir hier sehr bosig auf einmal wahrgenommen worden. Mach uns das wichtig werden. Was du getan hast. Und dass uns Vertrauen hier nicht auf dieser Welt ist, aber auf dort, was dort so bei dir im Himmel ist. Mach dort einmal ein Ziel sein und Jesus sie nun berichtet. Amen.